So fest, wie ich nur kann. Sehr gut, Oswald. Er lässt die Pistole fallen. Sofort sind meine beiden Polizisten zur Stelle. Im 0,9 haben die beiden Verbrecher Handschellen an. Ja, so habe ich. Ja, oder haben wir die Autoknacker können besiegen. Die anderen vom Detektivclub sind natürlich ganz verrückt stolz auf mich. Wir sind jetzt zusammen unterwegs an Weihnachtsmärkten, weil alle Geschenke posten und vor allem auch, weil sie mir ganz viel Bratwürste schenken wollen. Weisst was? Wir fragen doch den Herrn Schober. Vielleicht kann der Oswald bei ihm am Stand warten. Dort muss er nicht frieren und wird auch nicht vom Samichlaus vertrampelt. Ich bin Sven sehr dankbar für diesen Vorschlag, weil für mich ist es zwischen diesen Leuten am Markt einfach nicht so gemütlich. Darum steuern wir sofort auf den Herrn Schober seinen Stand zu. Nachdem die Detektive ein paar Worte mit dem netten Mann geredet haben, sagen sie mir Tschüss und ich darf hinter dem Stand vom Herrn Schober warten. Hui, die verschiedenen Gerüche, die es hinter so einem Stand hat. Dahinter schmeckt es sogar bekannt. Nach dem Sven schmeckt es dahinter. Mein Schnüffelinstinkt und mein Gewunder sind jetzt natürlich geweckt. Vorsichtig durchnäusle ich die Plastiksäcke, die dahinter stehen und finde, ich bin, wie schon ein paar Mal, sprachlos. Da liegt am Sven sein Portemonnaie, neben ganz vielen anderen Portemonnaie. Der Herr Schober ist ein Dieb. Aber der Herr Schober ist doch so nett. Kann man beides sein? Ein Dieb und nett? Nicht hin oder her. Er ist ein Dieb und das müssen die anderen wissen. Besonders der Sven. Hey, Oswald, du Silberschläfer. Hast du hinten geschlafen? Komm, wir sind wieder da. Es gibt etwas zu fressen. Mit dem Sven im Portemonnaie zwischen den Zähnen komme ich hinter dem Stand führen. Das ist doch mein Portemonnaie. Wo kommt denn das her? Der Sven packt sofort sein Portemonnaie und zählt das Geld. Es fehlen nur 10 Franken. Mehr habe ich nie genommen. Was? Sie haben das Portemonnaie geklaut? Das hätte ich aber nicht gedacht. Sie sind ein Dieb. Früher war ich mal einer, vor 20 Jahren oder so. Ich habe dann aber aufgehört. Und wieso haben Sie jetzt wieder angefangen? Weil die Holzfiguren die dümmste Idee von mir waren. Weil sie niemand will kaufen und weil ich doch irgendwie muss leben muss. Es reicht aber nicht mal für ein billiges Zimmer. Ich muss im Obdachlosenheim schlafen. Ich habe Portemonnaie nicht geklaut und immer nur 10 Franken rausgenommen. Vor der Weihnacht habe ich dann die Portemonnaie